Das Barocktheater im Stift Lambach zeigt heuer im Rahmen des 950-Jahr-Jubiläums ein, kann man wohl sagen, kulturelles Kleinod. Das Stück Der kurzweilige Hochzeitsvertrag, der anno 1770 anlässlich der Brautfahrt von Maria Antoinette nach Frankreich, die ja hier in Lambach Station gemacht hat, uraufgeführt wurde. Das Stück stammt von 1770. Das war eben das Jahr, wo die Marie Antoinette nach Frankreich gereist ist, um den letzten Ludwig zu heiraten. Und sie hat damals in Lambach im Stift übernachtet. Und man wollte eben dann zeigen, immer wenn der Kaiserhof oder Hofstaat irgendwo hinkommen ist, wollte sich jeder von der besten Seite zeigen und alle Register ziehen, auch in kultureller Hinsicht. Und dadurch, dass man da in Lambach eben den Pater Maurus Lindemeyer als Hausliteraten, als Hauspoeten gehabt hat, war er prädestiniert, ein Unterhaltungsstück für die Maria Antoinette für einen Abend zu schreiben. Bald kommt der Sternwitzhansel und bringt am Morgen noch einen Keller und ganz auf. Bald sticht der Rabe runter, bald spricht der Iltis zu. Ja, es hieß und Morder, Mais und Kratz gehen auch bald Ruhe. Ja, und bald kriegt Hähner die Grippe und legen umsonst dahinter. Sie gagertzen und mausen die ganzen Winter. War nicht einfach. Der Günther Morgen hat mich zu sich gebeten, den Text gemeinsam einmal durchzuschauen. Und auf Anhieb das einmal überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir dann ein paar Mal durchgearbeitet, habe ein paar Leute aus dem ländlichen Raum zur Beratung herangezogen, die überhaupt die alten Fachausdrücke noch kennen. Und ja, dann schon langsam ist dann der Text dann entstanden. Ich habe geschaut, dass ich die Rhythmik vom Text erhalte. Also viele Wörter kommen bei Lindemeyer vor, wo ich mich an meine Großeltern erinnere oder an die Sprache der zweiten Generation hinter mir jetzt erinnere. Man muss sagen, so entfernt ist es ja uns da in Oberösterreich im Zentralraum auch wieder nicht, dass man im Dialekt redet. Also ich rede jetzt auch quasi im Dialekt. Also ich habe einen sehr abgeschliffenen oder eingeschliffenen Dialekt, aber es ist ja nicht wirklich verschwunden, der Dialekt. Und darum ist es auch, wenn man den als Schauspieler jetzt den Punkt überwunden hat, dass man einfach für sich einmal jetzt klärt, wir sprechen jetzt Dialekt und wir sprechen auch auf der Bühne Dialekt und es ist so gemeint und es ist so gewollt, dann ist es, dann erleichtert es das schon mal. Und das wollte ich eben sagen, es ist so eine Auseinandersetzung mit einem Stück in Form von einer Neuinszenierung, auch immer wieder Auseinandersetzung mit Dialekt, mit eigener Sprache. Und dein lustiger Humor und dein gastfreundliches Lachen und dein Gesicht, dein Stimme, dein Gesang sind wohlgesökte Sachen. Dergleichen im ganzen Geil und in der größten Stadt in Böhmen und Österreich noch nie gesehen hat. Anlässlich dieser Übernachtung oder dieses Besuches, muss man auch dazu sagen, ist das Theater neu instand gesetzt worden, wie Abt Amandus Schickmeier in sein Tagebuch schreibt, er hat das Theater für diesen Besuch in neu instand setzen lassen. Das heißt, die Form vom Barocktheater in Lambach, wie wir sie heute sehen, ist aus diesem Anlass entstanden. Einschließlich 18. November, jeweils freitags und samstags, plus einer Vorstellung, die öffentlich zugänglich ist im Altenheim in Lambach.